Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute bin ich im St. Galler Toggenburg unterwegs. Das ist das Hochtal mit der imposanten Bergkette der 7 Churfürsten. Mit diesen aufgeregten Schlittenhunden will ich durch die Landschaft fräsen. Ja, es singt halt ein bisschen alles in Toggenburg. In der Klangschmiede erfahre ich alles über die Ostschweizer Kuhschellen. Sie tönt schon schön. Und ich schaue mir das niegelnagelneue Bergrestaurant auf dem Käserruck an. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Haben Sie das gehört? Grüezi miteinander. Willkommen im Wunderland im Toggenburg. Das gibt eine herrlich klingende Sendung. Und bevor wir richtig anfangen, zeige ich Ihnen mal, was wir alles vorhaben. Wir sind in der Ostschweiz im Kanton St. Gallen, im Toggenburg. Das Hochtal liegt nördlich vom Wallensee zwischen dem Alpstein und den Churfürsten. Da entspringt die Thur. Ich starte meine Reise hinter dem Sentis, oberhalb von Unterwasser, beim Schwendisee. Ich bin auf dem Klangweg, wo man die Töne so richtig spüren kann. Dann gehe ich zu Durab an Unterwasser vorbei auf Alt St. Johann. In einer Schmiede erfahre ich das Geheimnis der Ostschweizer Kuhschellen. Den Berg darauf lerne ich zisilieren, also Messing prägen, und zum Schluss besuche ich den Köbi Knus zu Unterwasser. Der macht Bloderkäse, Käse, was fast nur im Toggenburg macht. Ja, komm, zeig mir mal. Ist so gut. So. Das ist der Matthias Ammann. Er nimmt mich mit auf den Klangweg im Toggenburg. Und da soll es jetzt Töne geben und das Wasser soll kumpen, oder? Das ist ja so, ja, genau. Braucht eine gewisse mentale Stärke. Ja, das liegt mir nicht so. Schau jetzt. Ganz ohne Batterien. Ohne Batterien. Ja, ja. Einfach viel Energie. Das ist ja sensationell. Und warum passiert das? Das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, das wir kennen seit klein auf. Ich glaube, das kennen alle Kinder. Das Weinglas mit dem nassen Finger. Du musst darauf kreisen. Das Metall haftet an der Haut. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es wieder davon weggeht und es hängt nachher wieder ein. Und das ganz geschwind. Ich habe es geschafft. Und dann fängt das an zu vibrieren. Super. So Zeug habe ich gern. Wie viele Posten hat der Klangweg? 25. Gut, alle schaffen wir nicht. Aber die schönsten paar. Ja. Ist gut. Ja, das ist Also gehen wir los. Super, Matthias. Ich muss noch mal. Und die Vibration überträgt sich dann von der Schale aufs Wasser. Es muss einfach hüpfen. Es kann nicht anders. Kann nicht anders. Es muss. Ich kann's. Ein bisschen.
Ja, wirklich Gefühl. Ich habe das so gern, wie es tönt. Da bin ich ziemlich ein Kind. Also los. Ist doch gut. Ab auf den Klangweg. Der Matthias Ammann ist ein Klangbegleiter. Als professioneller Musiker betreut er im Sommer die Besucherinnen und Besucher auf dem Klangweg. Halt, und da sind wir runter. Das ist das einzige Instrument, das wohlbehütet in einer Hütte ist. Für mich ist das der Favorit. Wow! Das ist jetzt die Klangmühle hier, wo ich ein wunderbares Instrument finde und ganz spezielle Atmosphäre damit erzeugt werden. Super. Das sind Saiten. Ja, die sind jetzt alle gleich gestimmt, 160 Saiten. Ein bisschen gross für daheim. Vielleicht bleiben dir Kinder gescheiter bei der Blockflöte, als dass ihr jetzt den Wunsch habt, so ein Sättigungsinstrument lernen zu spielen. Das kann man jetzt natürlich langsam trüllen. Und hier haben wir den Bogen, den man braucht in einem Streichinstrument. Und der streicht jetzt auf den Seiten, wenn man hier dabei trüllt. Und für was ist die WC-Spülung dahin? Für besondere Bedürfnisse. Also du kannst hier einfach jetzt langsam ziehen. Und je weiter raus du das ziehst, desto mehr kann die Seite schwingen. Und es entstehen viel mehr Obertöne. Obertöne heisst, das ist das, was man beim Alphorn auch hat. Ja, das sind die Töne, die man dort erzeugen kann. In dieser Luftzüge. Ich kann mal Trüllen für dich. Du jodeln dazu. Musst aber ganz zugehen, hä? Das kann ich. Wie hast du für dich Musik entdeckt? Ich habe als kleiner Bub viel und gerne gesungen. Da hat mich auch die Mutter gefördert. Und ja, halt, wie es halt so ist, du hast einen gewissen Trieb, der dich zum Musizieren treibt. Und mir war es so, ich habe mit Klavier angefangen. Später bin ich Dorfmusiker und habe nachher angefangen zu dirigieren. Und das Oberdockerburg und Musik, das gehört wirklich zusammen, gell? Ja, also Es gibt nicht so viele Chöre und Orchester. wir haben hier sehr viele Chöre. Also nur in dieser Gemeinde in Alzegg und Unterwasser haben wir 6 Chöre. Und die Jungen singen vor allem auch viele gerne in unseren Jodelclub. Das ist auch noch erstaunlich. Ja, nimmt das wieder zu? Ja, das nimmt wieder zu. Oh, nein, Moment, falsch. Falsch. Ah, nu bist du dran. So schön. Klappt gut. Was meinst du als Profi? Ist man musikalisch geboren worden oder kann man es lernen? Es braucht viel Talent, aber noch viel mehr Fleiss, wenn man etwas erreichen will. Das ist ja so. Aber gewisse Voraussetzungen müssen sicher da sein. Was passiert, wenn du Musik machst, wenn du singst mit dir? Ich genieße es einfach extrem. Es ist einfach auch verbunden mit Publikum und natürlich dann hoffentlich ein gutes Echo bringt. Das ist natürlich schon der Kick an dem Ganzen. Was passiert mit dir, wenn du keine Musik machen kannst? Dann müsste ich mich irgendwie in ein Loch zurückziehen und nicht mehr vorkommen. Nein, Musik ist für mich, das ist für mein Leben und an dem arbeite ich. Habe ich geschafft und arbeite nach wie vor. Matthias, ich gehe weiter und nehme dich beim Wort, dass man überall im Toggenburg, wenn man irgendjemanden trifft, der früher oder später gehört singen.
Selbstverständlich. Danke vielmals, Matthias. Danke dir Schöner vielmals. Einstieg in das Tal. Auch da oben ist der Frühling jetzt definitiv angekommen. Jetzt bimmelt und schellt wieder auf allen Wiesen. Auf der ganzen Welt legt man den Tierschellen an. Und so weiss man, wem das gehört. Man findet es auch im Nebel wieder. Und es ist eine Art Schmuck. Und man hört Tiere auch, wenn es Rabatz gibt. Hier in der Ostschweiz ist wichtig, dass die Kuhglocken harmonisch tönen. Ich gehe auf Alt St. Johann. In dieser ehemaligen Mühle dreht sich heute alles um den Klang vom Toggenburg. Im Erdgeschoss hat es sogar eine Schmiede. Der Sepp Brandt ist gelernter Spenglermeister. Das Schmieden hat er sich nach und nach selber beigebracht. Wenn mir jemand erklären kann, wie man eine Schelle zum Klingen bringt, dann ist es der Sepp. Sepp! Ha. Ja, hoppala! Tut mir leid, ich komme ein bisschen spät, du hast schon angefangen. Hier der Hintereingang. Hoi, Nick. Hallo. Du könntest mir gerade helfen. Du sagst, was ich machen muss. Also, ich habe hier eine Zange, die tust du heben und ich klopfe dann drin. Da Mit bloßen Händen oder hast du noch Händchen? Da hinten ist nicht so heiß. Gehst du da hinten, hebst oben. Jetzt tust du einfach ein bisschen bewegen, ein bisschen lupfen. So. Lupfen so. Einmal gesehen, du kannst es schon, das ist ja unglaublich. Sie tönt schon schön. Noch nicht so. Die klingelt noch nicht. Jetzt muss ich jetzt wieder zwischenwärmen. Ja. Das muss man immer wiederholen. Also, ich wollte dir da nicht im Weg stehen. Wobei, das kann ich sonst gut. Schmiedest denn du jetzt schon den Klang von dieser Schelle? Au, aber da kann man nicht schmieden. Irgendwie die Form und Materialstärke, da geht einmal der Ton. Aber sie muss fertig sein, dann klingt sie. Was ist das für dich? Ist das ein Werkzeug oder ein Musikinstrument? Du bringst es genau auf den Punkt. Das ist ein Klanginstrument für die Tiere, also für die Kühe. Das ist wie Musik. Da kann man sich ergötzen, aber es sollte aber ein bisschen abgestimmt sein, nicht einfach alle durcheinander. Du bist für musikalische Kühe. Ja. Du kämpfst für mehr Musikalität auf der Kuhweide. Nein, kämpfen kann ich nicht. Das ist einfach heute gegeben. Es hat Befürworter und Gegner, das sieht man auch bei den Kirchenglocken. Und dort muss man einfach den Konsens finden. Bei mir war es kein Problem. Ich habe einfach kleinere angelegt. Und zuletzt haben sie mir noch angerufen. Wir haben Besuch aus Schweden. Und dann habe ich noch die schöneren Glöckchen angelegt. Können wir schnell mal Begriff. Eine Glocke ist etwas Gossniges. Richtig. Das ist Analog das, was Kirchenglocke. in der Kirche noch hängt. oder? Und es ist noch... Das sind Schellen. Oder wir sagen in der Innerschweiz sagen wir Treicheln. Treicheln, Klopfen, Bissen. Ich unterscheide einfach zwischen gegossenen Ja. Glocken und geschmiedeten Treicheln, Schellen, sagt man noch im Toggenburg. Du, aber jetzt ist das ein bisschen heiß. Ja, nimm es raus, ein bisschen gut. Von lauter Schnurren haben wir das Schmieden vergessen. Das Grosskind würde sagen, cool. Schweizer Wertarbeit. Ja, ich habe gehört, dass die noch besseren, die es eigentlich wirklich können, sind die Österreicher, oder? Das ist so. Das Centumgestell, wenn man das sagt in unserer Gegend, das ist alles in dem Marlberg produziert worden. So.
So. Darf einfach keine Falten geben, siehst du? Ja. Da muss man sofort korrigieren. So, jetzt sieht schon fast aus wie eine Glocke. Du sagst Glocke. Oder wie eine Schelle. Schon noch nicht. Schau mal die Bühlen an. Wem faule ich Käfer, der einen Hagelschatten erlitten hat? Schellen schütten, also zum Klingen bringen, das macht man in diesem Tal noch öppe die. Die sind von dir? Dann würde ich mich vorne schreiben. Nein, das war ein besserer Schmied. Eine Nähe, so Sentum Celli Tande. Das ist der harmonische Dreiklang, da rund um den Sentis herum. Den findet man eigentlich auch nie auf der ganzen Alpenkette. Der ist nur hier mit dem Naturjodel verbunden. Und 3 Schellen, 3 Sentumschellen. die in einem Dreiklang aufeinander abgestimmt Dreiklang abgestimmt. sind. Komm mal, die einzelnen. Das ist die höchste. Das ist die kleine, Und nachher? das ist die grosse und das ist die mittlere. Tu mal. Das ist der Tür. Das ist der Pass. Und das hier. Und jetzt tut man schön gegeneinander schütten. Nicht schnell, schön gleichmäßig, länger. Das. Viele Traditionen, die man vor allem von den Appenzellern kennt, gehören auch zum Toggenburger Brauchtum. Kein Wunder, geografisch trennt die beiden gerade einmal den Alpstein. Heute wie früher liegen die Sennereien gar nicht so weit auseinander. Oberhalb von Alt St. Johann gibt es einen Landwirt, der so ein typisches altes Handwerk noch beherrscht. Du hast ja da gar keine Striche drauf. Mal, das hat schon. Ja gut, also. Aber das sieht ja kein Mensch. Hä? Ja, wohl, man sieht schon. Ja, aber nur du. Die anderen müssen es auch nicht sehen. Das sind typische Werner-Kühe. Ja, sind schon. Aber Kühe sehen ja überall gleich aus. Auf denen. Gute Frage vom Hartmann. Nein, ich denke, du hast, dass du irgendwie ein Erkennungsmerkmal hast. Kennst du am Schluss, wenn du irgendwo eine Tracht siehst, wo du nicht mehr weißt, dass du dem mal etwas gemacht hast, dass das von dir ist? Dass Ja, ist auch. Ja. Schon. Hast du versteckte Sachen drin? Ah, ja. Und die machst du da? Ja. Ah, zeig mal. Cha-cha-cha. Was der Werner Hauser da macht, heisst ziselieren. Hast du für jedes Strichli ein anderes Werkzeug? Ja, nicht gerade für jedes, aber schon, das meiste ist schon das, was nicht Strichchen machen. Oder? Und woher ist das Werkzeug? Aus alten Motorsägenfilen oder Kreiselheuer, Zinken. Oder... Also machst du alles selber? Ja, jetzt schon, ja. Die ersten habe ich gekauft, aber dann habe ich wieder die falschen gehabt und dann habe ich es selber gemacht. Wo versteckst denn du dein Geheimzeichen? Das sage ich nicht. Ist das etwas Unanständiges? Nein. Wohl das. Auf der Schelle hat es ja hinten dran auch so ein Blättchen. Und das machen die anderen nicht. Und dann machen wir noch den Namen drin. Da. Wie hast du gelernt, so fein zu arbeiten? Bauer ist etwas Gröberes. Ja, aus der Not. Was ist Ich wollte einen anderen Hosenträger haben und hatte kein Vermögen. Dann
Und ich denke, ich könnte ihn ja auch selber machen. Wie viel Teil gibt denn so einen Hosenträger? Ja, die grossen hier sind jetzt etwa 2 bis 36 Teile. Und dann der Sen. Dann der Sen mit dem Hund. Die können jetzt die Mitte nie da. Der Sen mit den Geissen. Ja, so. Wie viele Stunden verbringst du da drin? Ja, im Winter einmal so nach dem Futtern. Etwa 4-5 Stunden. Wenn ich nicht muss noch pösteln oder... Eben, im Winter bist du noch Pöstler. Auch noch, ja. Kann man das lernen? Ja, kannst du probieren. Die ersten sind jetzt nicht so ganz schön geworden. Sag mir wie. Ja, da ist hinten. Das ist hinten am Strich. Aha. Das ist hinten das. Ja. Das, was abgeschliffen das. Ja, leer. Es geht nicht von einer Stunde auf die andere. Ja, ich versuche eine krampfhafte persönliche Beziehung zu dieser Sau aufzubauen. Aber du bist ganz nervös nebendran, merke ich. Du siehst gerade da dein Lebenswerk zu zerstören. Ich würde sagen, besser bringe ich es leider nicht her. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Nein, ist tipptopp. Fürs erste Mal. Bei mir sind es unterschiedlich tief. He? Aber es kommt auf Schlagen an. Ja. Du hast einfach immer den gleichen Tack, Tack. Und eins ist bei mir einer tiefer und mal einer weniger tief. Die hier am Füssli, die sind nicht so schlecht. Ich wollte nicht indiskret sein, aber kann man das zahlen? Ja, einer vom Fernsehen kann es sicher zahlen. Also, so viel teurer sind es gar nicht. Es gibt auch welche, die mit Maschinen. Ja, die ausgestanzten. Ja. So viel teurer sind es gar nicht. Anders gefragt, kannst du leben davon? Nein, das schon nicht. Also ich habe zu wenig Zeit. Oder? Eben, ich mache auch nicht so viel. Also zwischen 3 und 4 im Jahr. Warum machst du es denn? Ja, ein bisschen mehr Sackgeld haben. Nein, so als Hobby und will es gerne tun. Das ist ein bisschen beruhigend. Ausser wenn ich da hocke, dann bist du wie auf Nadeln, wenn ich da im Zeug rumhämmerle. Also. Ja, bis meine Säue so aussehen wie deine, geht es wahrscheinlich noch einen Moment. Ha? Ja, so schlimm ist es gar nicht. Aller Anfang ist schwer. Werner, ganz herzlichen Dank. Ich muss jetzt auf Unterwasser. Ja. Da kann ich alles oben durch. Ja, kann man ja. Gute Zeit. Danke, Ciao, Werner, merci. Ciao, Nick. Ich bin ja schon ein Glückspilz. Das Wetter stimmt. Und ich bekomme wieder etwas zwischen 10, Spezialität. Jede Region kennt ja irgend so etwas Spezielles. Zum Beispiel das Zürich Schnetzlett oder das Fondue oder das Raclette. Hier in Toggenburg gibt es den Plodderkäse. Haben Sie auch noch nie davon gehört? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und der Köbi Knus ist aber ein Spezialist und macht mir jetzt so sättigen Plodderkäse. Der Köbi Knus macht den Käse wie eh und je über dem Feuer. Der Plodderkäse gehört sogar zum kulinarischen Inventar der Schweiz, also zu den urtypischen Spezialitäten. Man lernt nie aus. Köbi, man hat mir gesagt, du sägst da unten. Hoi. Hoi. Das ist jetzt aber noch nicht der Plodderkäse. Noch nicht, aber es gibt Plodderkäse. Das ist Janna Plodder und jetzt servieren wir, tut sich dann das Eiweiß trennen von dem Molken und dann ist es eben... Was ist denn Plodder? Plodder ist einfach saure, dicke Milch. Und das ist eigentlich die älteste Form Käse. Es hat kein Lab, es braucht Das kein sind Lab. kein Lab.
Nein, ist nicht. Nein. Das ist eine reine Säuregerinnung. Und das ist das Älteste, haben sie vor 1000 Jahren schon kennt. Was? Aber das Laub kennt man erst etwa 500 Jahre lang im Alpenraum. Ja. Wie hast du gelernt, Plotterkäse zu machen? Ja, vom Vater natürlich. Und der Vater hat es auch vom Vater und das haben jetzt alle vom Vater. Also, du machst es immer noch gleich Ja, wie dein Urgroßvater? Jawohl, ja, ja. Und auch am gleichen Ort hier. Die haben alle hier gekäset im Haus und auf der Alp natürlich sowieso auch, ja. Ich mache weiter. He? Das ist ein bisschen anders als beim Urgroßvater. Ja. Der hat noch die Hand reingehabt und hat gesagt, 35 Grad. Ja, eigentlich haben wir so eine Temperatur schon etwa, ja. Es hat noch etwas Meditatives, das Rühren. Ja, stimmt, ja. Ich tue immer ein bisschen meditieren, wenn ich so rühre Ist wahr? oder wenn ich das Butterfass drehe. Das ist nicht langweilig für mich. Ich wäre auch mit meinen Gedanken nicht einmal fertig, bis das fertig ist. Jetzt kommst du dann drunter dort hinten. So. So. Das war frische Milch. Ja. Frische Vollmilch. Siehst du jetzt, wie es ausflockt? Jawohl. Schön kommt es. Es ist schon auch gescheit. Es ist auch sauer geworden, gerade in dem Moment, wo sie erklärt hat. Und Aber sauer, nicht im Sinn von schlecht. Nicht so, Nein, wie man nicht, nein, Milch nein. zu lange im Kühlschrank hat und dann wird sie schlecht. Nein, das war eben nicht gut. Sondern es sind Bakterien, Ja. die helfen, dass die Milch Sauer schnell wird, sauer ja. wird und dann scheidet. Und dass sie darum erwärmen, die Milch auch. Die Milch so bei 23 Grad, dann sich die Bakterien gut entwickeln, die Säurebakterien. Jetzt stehst du, musst du da stehen oder kannst du auch dort drüber stehen? Du sagst mir, wo ich stehe. Dann ist es besser, weil ich Linkshänder bin. So. Was machst du jetzt? Jetzt soll ich ganz langsam die Käsemasse probieren zusammenzunehmen. Also das ist ein bisschen eine Geduldssache, oder? Und wenn man schön langsam macht, dann geht es schneller. Das ist Philosophie. Wenn man schön langsam macht, dann geht es schneller. Was würde passieren, wenn du es zu schnell machen würdest? Dann ist es dann verflügt es einfach so, gibt es so Staub und dann bin ich nach 2 Stunden noch dran und kann mich ärgern. Weil es nicht geht, dann geht es nicht, dann bringe ich es nicht zusammen. Bist du zufrieden? Oh, jetzt ist es schon, man sieht schon, es ist schon schön, hebt schon schön zusammen. Der Käse muss jetzt mindestens 20 Tage gelagert werden. Der Köbi nimmt mich mit in die Stube, wo seine Frau Rösli für mich schon ein Plättchen parat gemacht hat. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh, ist das fein. Und weißt du, die daheim sagen jetzt so, ja, muss ja jetzt sagen, es ist fein, oder? Ja, aber es ist wirklich sehr fein. Es ist jetzt einfach etwas Gutes. Erinnert mich ein bisschen an Feta. Griechenland. Ja. Ja, nicht, nicht so. Ja. Einfach von der Konsistenz her. Ja. Ja. Findest du nicht? Ja. Nochmal, es ist ja so ähnlich. Darum hat es Einfach auch... besser. Es hat viele Schön gesagt, Rösli. Ja. Das ist Hotels, die in den Salat tun, ja, anstatt Feta. Ja. Eben, siehst du. Und für was kann man ihn sonst noch brauchen? Was ist deine Spezialität? Einfach roh. so, aufs Konfibrot sogar. Ah, was? Ja. Du bist so eine. Sehr, ja, das ist fein. Oder Käsehändchen mit Bladenkäse. Dann tut einfach Ja. so verkrüseln. Ja. Und ein Rand dazu. Noch das ein bisschen. Das ist ja sehr fein. Macht er gut? Ja, ja. Gibt keinen besseren. Eben.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist der Wasserfall vom Kämmerli-Tobel. Nur ein Katzensprung oberhalb von Unterwasser. Das ist die Sentis-Tour, eine der Lebensadern vom Toggenburg, die in sehr viel Schmelzwasser führt. Das Wasser fließt jetzt ab und wie das Dorf da unten am Wasser ist, unten am Bach, heisst es unten unter Wasser. Also, ich bin an den Thurwasserfällen vorbei auf die andere Talseite rüber. Mit dem Seilbändli gehe ich auf den Käserruck rauf. Ich besuche die Baustelle vom neuen Bergrestaurant. Dann geht alles wieder das Tal durchab, an Alt St. Johann vorbei, auf Starkenbach. Dort warten 45 Schlittenhunde auf mich. Die Churfirsten. Eine der beeindruckendsten Schweizer Gebirgsketten. Die Zacken die ragen wie Haifisch zum Himmel. Auf der südlichen Seite stürzt die Bergkette fast senkrecht ins Sarganserland mit dem Wallensee ab. Der Käserruck, das ist der einzige Gipfel der Churfirsten, wo man das Essen nicht selber aufschleichen muss, weil es hat ein Restaurant oben. Aber das ist so neu, dass es noch gar nicht offen hat. Es gibt aber eine ganz spannende Frau, die für das Projekt hier verantwortlich ist. Und die treffe ich jetzt. Ach so. Grüezi, Herr Grüezi, Hartmann. Weltenberger. Willkommen auf dem Käserruck. Ja, danke vielmals. Freut mich. Ja, ich habe gedacht, das sei schon fertig. Es gäbe jetzt einen Teller Spaghetti oder so. Noch nicht? Nein, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Von da oben auf über 2200 Meter sieht man über alle Alpen und 6 Länder. Super schön. Die Melanie Eppenberger ist Städtmeisterin bei den Bergbahnen. Das neue Gasthaus ist nach den Plänen der Architekten Herzog und de Meuron gebaut worden. Mit viel Holz aus dem Toggenburg. Schon in 2 Wochen soll es aufgehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie das Haus sehen? Ein schönes Gefühl. Ich glaube, es ist ein schönes, passendes Gebäude für Stockenburg, für den Käserruck. Ich freue mich auch, das Haus Eltern zu sehen. Es wird ja nicht immer so hell bleiben. Es wird gräulich werden. Das wird schön, mit der Zeit immer schöner. Ich freue mich drauf. Woran sieht man jetzt, dass das Herzog und de Meuron Ich glaube, dass das Herzog de Meuron wird man wahrscheinlich, oder so hoffe ich es, im Haus dann spüren, dass die Architektur zum Erlebnis wird. Es ist nicht nur ein Haus zum Anschauen, es ist ein Haus zum Erleben. Wieso mussten es dann Star-Architekten sein, die sowas bauen? Wenn man Star-Architekten hört, hat man vielleicht das Gefühl, es ist alles ein bisschen anders als normal. Und alles ein bisschen teurer? Nicht? Ja. Also so denke ich. Das auch. Deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir mit dem Bau hier gut im Kostenrahmen sind und dass wir auch mit der Eröffnung früher als gedacht ein Zeichen setzen können. Es ist möglich, in den Bergen mit Herzog de Meuron zu bauen und doch im Rahmen zu bleiben. Das freut uns sehr natürlich. Und da kann man bis nach vorne gehen dort? Ja, man kann bis zum Rosenboden gehen. Und da läuft man ungefähr eine Stunde. Die Melanie Eppenberger, man hört es noch ein bisschen, ist nicht im Toggenburg auf die Welt gekommen. Wollen wir uns da hinsetzen? Ja, gerne. Du darfst ein bisschen höher sitzen. Ist das gut so? Ja, oder sie. Das ist unglaublich. Wow, mit dem Dollen. So, grüezi miteinander. Warum haben Sie sich in dieses Tal verliebt? Also bevor ich mich in das Tal verliebt habe, habe ich mich
in einen Mann verliebt, der aus dem Toggenburg kommt. Und so ist auch die Verbindung zum Toggenburg entstanden. Was ist speziell am Toggenburg? Ich glaube, das Ursprüngliche ist hier sehr speziell, das Naturbelassene. Und ich finde, es ist eine sehr gute Abwechslung zu Stress, Stadtleben. Und die Natur ist noch stark und sehr präsent hier. Sie kommen ursprünglich aus Frankreich, aus Lyon. Aus Lyon, ja, genau. Was hatten Sie für Pläne, was Sie mal werden möchten im Leben? Also ganz ursprünglich Chirurg. Und dann, die erste Verbindung zur Ostschweiz ist dann entstanden, als ich in St. Gallen ein Austauschprogramm gemacht habe. Und dann habe ich meinen Mann in Zürich kennengelernt und die ersten Wochenende hier auch verbracht. Und so ist langsam die Verbindung auch zum Toggenburg entstanden. Was war die größte Überraschung, die Sie angetroffen haben? Dass man eigentlich hier im hohen Maß, glaube ich, die Qualität von den Schweizern, so wie man sich als Französin die Schweizer vorstellt, findet. Also die Genauigkeit, die Pünktlichkeit, das wird hier wirklich gelebt. Und das war manchmal am Anfang relativ streng. Und die Zuverlässigkeit ist aber etwas Wunderbares. Und man gewöhnt sich gut dran, muss ich sagen. Apropos Pünktlichkeit, ich sollte weiter. Mein Ziel ist Starkenbach. Dort wartet Michi Kolber auf mich. Und scheinbar wartet nicht nur er, auch seine 45 Huskies sind schon ganz gespannt. Oika. Ja, anständig. Darf ich reinkommen? Sicher, komm. Beeindruckend. Gut, mit Futter könnte ich das auch. Ja. Soll ich mich? Yes. Schau mal, es ist überall das Gleiche. Kaum haben sie etwas zu fressen. Da sind wir nur noch Statisten, gell? Das ist jetzt gar nicht mehr anders. Jari! Du hast fast 50 Hunde. Ja. Du kennst jede Einzelne und jeden Einzelnen. Ja. Und sie dich auch natürlich. Ja, ja. Was bist du für sie? Der Chef. Ja, das kommt aus der Pistole geschossen. Was ist wichtig im Umgang mit solchen Hunden? Konsequenz. Ich glaube, das ist das A und O. Du hast sie vorher mit einem einzigen Befehl rausgelockt. Was hast du gesagt? Oika. Oika? Oder ich kann ich auch sagen. Und dann kommen sie? Dann kommen sie, ja. Und was musst du machen? Was musst du machen, damit sie wieder verschwinden? Finger und schnippen. Oder sagen, rein. Rein? Rein? Ja. Willst du probieren? Meinst du? Ja. Du musst richtig überzeugt sein. Rein! 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 Du auch. Du weißt genau, woher. Rein! Ich meine es ernst. Hopp! Wie Zirkus, gell? So heiß. Und jetzt raus. Ja. Oika. Oika. Oder kannst du auch so Tütü, so pfeifen. Also, ich mache es noch einmal. Und dann ist fertig, Zirkus. Aha. Und die wollen nämlich säckeln. Oder? Die haben Freude, wenn du nachher da bist und sicher nudelst. Oika! Gina! Ja, ihr seid fein, sind die. Ja, fein sind die. Ja, gut. Du kannst jetzt wieder gehen. Gina! Gina! Komm. Gina! Machst du den Schlitten parat? Ja, also das Wägeli. Das Wägeli.
So, jetzt zeige ich dir mal wegen dem Angeschirr. Du musst schnell schauen, den Rufus, den haben wir vorne, das ist unser Team da. Da haben wir noch die zwei kleinen. Rufus und Laika vorne? Rufus und Laika haben wir vorne, ja. Welches ist der Chef? Ist der Rufus? Der Rufus ist, ja. Er kennt die Kommandos besser als Laika. 10 Hunde? 12. Die zwei, das sind die zwei kleinen, die können wir da noch irgendwo. Jetzt können wir schnell schauen, wo tun wir die rein. Da tun wir noch einen rein. Und da kommt Gandalf. Und auf was schaust du jetzt da? Dass die Jungen einfach neben jemandem hast, der Erfahrung hat. Die können voneinander lernen? Sehr, sehr. Auch das mit den Minen und so weiter und so fort, das lernen sie viel voneinander. Ganz viel. Und tun sie einander auch korrigieren? Zum Teil, ja. Wenn du gute Hunde hast zum jungen Einfahren, dann kannst du schon korrigieren. Schon noch eindrücklich. Ja, sehr. Dann hat der Karabiner, der kommt nachher hinten an und an dem tut der Hund auch ziehen. Da vorne die Öffnung ist für den Kopf. Und dann haben wir hier einen Quersteg, der kommt an die Brust, sprich der oberste Rücken. Willst du es gerade übernehmen? Wo ist der Rufus? Dann rufe ich den mal. Rufus! Da ist der Rufus. Gut, jetzt kannst du ein bisschen zwischen die Beine nehmen, das ist am besten. Oder wenn er so schön sitzt und jetzt geht über den Kopf. Genau. Und jetzt nimmst du zuerst das Halsband auf dem Ring her und durch, dass das ganz vorkommt. Gut. Super, genau. Die muss ja gar nichts mehr sagen. Ja. Stell dich gerade ein, morgen ist gut. Ja. Ja, gell? Komm rauf, komm. Ja, fein. Ja, bitte gut. Like. Sitzen. Oh, ist ja fein, ja. Ein bisschen Häcksli, gell? Ja, ein bisschen Häcksli. Jetzt weisst du, um was es geht. Mal Tatze. Was ist das für eine Sprache, die du redest? Zum Teil Finnisch. So traditionell so gewachsen. Ich habe viel vom Handwerk in Finnland gelernt. Zum Teil sind deutsche Begriffe, ein bisschen etwas Schwedisch oder Englisch. Leif? Ja, es singt halt ein bisschen alles in Toggenburg. Das haben wir schon am Anfang von der Sendung haben wir das gehört. Klingt gut, gell? Ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe gesagt, es singt jeder und alles zusammen hier im Toggenburg. Wo heben, lösen? Ja, kannst lösen, aber du die Bremse anziehen. Dass du richtig fest hebst. Und jetzt dann noch ein bisschen überlenken. Genau. Gut, jetzt überlenken. Ja, gut. Ja! Woher machen die das? Das Obertoggenburg ist ein wunderbares Wunderland mit vielen kleinen und grossen Geheimnissen. Am besten gehen Sie selber mal entdecken. Wir sehen uns im nächsten Wunderland wieder, nächsten Freitag. Gute Woche. Tschüss. Hallo, come on! Nächste Woche wandert Nick durchs Berner Engstligental und trifft den besten Gleitschirmpilot der Welt. Da geht's jetzt weiter mit Grüezi Schweiz, die Einwanderer. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.